Hallo, guten Tag. Haha. Herzlich willkommen auf jeden Fall zur... Der Scheißzug. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich habe jetzt wirklich den Namen vom Spiel vergessen. Es ist... Wir haben aktuell morgen 4:04 Uhr. Ich bin seit über 24 Stunden wach, was man sicher auch sieht. Was mir jetzt gerade auffällt, habe ich in der letzten Folge irgendetwas verdeckt mit der Kamera oben rechts. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zur zweiten Folge Drug Dealer Simulator, zur Drogendealer Simulation 2020. Heute rausgekommen, heute heisst 17. April, wo wir das Ganze aufnehmen. Ich nehme mehrere Folgen hintereinander auf. Ich glaube, ich mache die ein Mühe länger als die letzte. Okay. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen reingekommen und in der Eddie gelernt kennen. Und falls ihr sie nicht gesehen habt, haben wir unsere ersten Drogendeals gemacht. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut unbedingt heute rein. Jetzt muss ich gleich noch schnell checken, ob da mein Sound einigermaßen. Ich glaube, so ein Mühlüter könnte ich mir noch machen. Ja! Ja! Okay. So, bei dieser Lautstärke ready. Das passt so. Spiel. Hallo? Spiel. Ah, gut. Und ich glaube, jetzt haben wir folgende Aufgaben. Skillpunkt. Die Geräusche. Taschen. Vergrößere die Anzahl der Taschen. Weil sie nur in meinen Rucksack passen. Meine Ausdauer. Schneller vor der Polizei vorzäckeln. Der Tanzkapitän gehört, dass du geschnappt oder von der Polizei kontrolliert wirst. Zudem bist du nachts noch weniger sichtbar, weswegen die Chancen steigen, dass du am Tag von der Polizei nicht gecheckt wirst. Das ist echt schlau. Verleiht dir eine geringe Chance von Prozent, dass die Polizei bei einer Durchsuchung keine Drogen bei dir findet. Ja, gut. Vergrößert die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, womit auch die Zahl der Verkäufer steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kundes und bis ein neuer Kunde auftaucht. Erhöht die Erfahrungspunkte für Verkäufe und Quests über 50%. Verleiht dir 2 zusätzliche Skillpunkte pro Level. Das ist eigentlich noch schlau, dass wir zuerst auf Schlaukopf machen, für die Skillpunkte zu sammeln und dann mit diesen Skillpunkten die Sachen kaufen. Und das machen wir mal. Dann kostet es natürlich 3. Hehehe. Gönnen wir uns. Ich glaube, am Anfang spielt es noch nicht so eine Rolle, wie schnell wir säckeln und alles. Also ich hoffe es mal. Aber mehr Skillpunkte sind auf jeden Fall nützlich. So, Organizer, was liegt an? Bestelle mehr Dope von Eddie über Shadycom. Eddie, das mache ich. So, Eddie. Wir haben schon wieder neue Bestellungen. He? Kann ich den Preis vom Gras und so selber anpassen? Könnte ich, okay. Mache ich jetzt aber noch nicht. Also Eddie. Okay, habe gehört, dass du ein paar Deals abgewickelt hast. Nun, wenn du mehr Drogen brauchst, schreib mir, wir bleiben in Kontakt und ich sage dir, wo und wann das Paket abgelegt wird. Ja, Digga. Ich glaube, wir haben nichts mehr, dann schick mal. Limite ist 130 Steine, die wir jetzt bei ihm beziehen können. Würde ich sagen, weißt du, wir sollten vielleicht mal schauen, was unsere Kunden bestellen zuerst. Also, der Chuck wird 2 Gramm Speed, 2 Gramm Gras, 2 Gramm Gras. Also. Dann nehmen wir mal. Aha, 10 Gramm.
10 Gramm Gras. Und 10 Gramm Speed. Gibt 120. Kann ich hier noch... Kann ich da, wie viel kostet mir 1 Gramm? $5. Da könnte ich doch noch 2 Gramm mehr nehmen hier, oder nicht? Wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Okay. 12 Gramm Weed, 10 Gramm Amphi. Bestellen. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, dies im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder eine andere Aufgabe übernehmen oder warten. Drücke T in deinem Versteck, um das Wartenfenster zu öffnen. Wartenzeit. Mal 11. Okay. Ist jetzt schon etwas passiert? Ja. Der Eddie hat geschrieben. Ungefähr eine halbe Stunde. Warte auf Infos. Ja, Schulden bei Eddie begleichen. Zahle Eddie deine Schulden zurück, wenn du ein wenig Geld mit Deals machst. Hey, so Kartellleute, denen zahle doch nicht meine Schulden zurück. Was ist jetzt mit dem hier? Die habe ich doch vorher auch schon aufgetan. Warum zeigt jetzt die zwei als neu an oder auch nicht? Okay. Haben wir sonst noch irgendetwas, was wir machen können? Ja, unsere Schulden beim Edit zahlen, aber das soll uns jetzt zuerst mal... Wie kann ich beim Edit Schulden zahlen? Ah! Geld für das Kartell liefern. Ich warte auf dich bei mir zu Hause, deine Schulden belaufen sich auf $130. Ich hoffe jetzt, wir haben so viel, weil in der letzten Episode haben wir das dann versteckt und wir haben $126. Ja, nicht ganz in dem Fall, das fängt ja super an. Gut, wir bekommen ja jetzt ein bisschen Stoff und dann können wir den zu Geld machen. Und Medi den Rest. Hol das Päckchen! Okay, wow. Du hast bislang 3 Kunden. Das ist süß, aber so kommst du nicht weit. Das ist so. Damit dein Geschäft wächst, musst du mehr Gegenden freischalten und deinen Respekt in der Höhe halten. Geh zum Computer und bring in Erfahrung, wie man neue Gebiete erobert. Okay. Ich bin da. Lieferungen, die längere Zeit im toten Briefkasten gelagert werden, können gestohlen werden. Ja, nein, Digga, dann holen wir zuerst ein Päckchen. Weil sonst haben wir ein Problem. Ein riesen Problem. Weil wir sind absolut broke und wir schulden mehr als wir haben. Und das, ich will meine Däume gerne behalten. Okay, hinter mir und dann links und dann rechts. Hinter mir und dann links. 30 Meter. Alter, die Geräusche da zum da. Und dann rechts. Now that's an interesting place. Look up. The Two Towers, they call it. Creme de la creme of the native pathology. Now, there ain't no Saruman here, but there sure is a lot of magic going on. If you know what I mean. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Oder was meint er? Die zwei Türen. Ja, es tönt mal, als hätten sie Spaß. 10 Gramm Gras, 2 Gramm Gras, 10 Gramm Amphetamin. Jetzt nicht von den Cops angehalten werden. Oh, Telefon. Ja? Eddie? Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Ja, nicht mein Haus. Wo ist denn mein Haus?
Also mehr Cops auf der Straße als normal, weil sie hässig waren wegen diesen ganzen brennenden Pneus. Ich bin auch hässig wegen diesen ganzen brennenden Pneus. Ich sage euch ganz ehrlich. Jetzt einfach mal aktiviere die Arbeitsstation, um das Tutorial zu starten. Ich glaube, das wäre jetzt der Moment, wo wir das müssen machen. Aktivieren. Boah Gott, Arbeitsstations sind ein Teil des Equipments. Hier kannst du dein Drogenlabor einrichten, Drogen und Stoffe zum Mixen und Verarbeiten lagern. Oh mein Gott. Hier wirst du auch dein Endprodukt verpacken und es zu verkaufen. Entschuldigung. Drücke I in der Arbeitsstation, um die Anleitung einzusehen. Okay, ich habe gestern, wie gesagt... You're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. Okay. Aber ja, gestern in der Demo habe ich das schon ein bisschen machen. Polizeistunde. Darf ich nicht raus, oder was? Das ist ja jetzt wie Real Life im Moment. Aber ja, gestern an diesem Tisch habe ich ein bisschen rumspielen gestern. Drogenmods, ich weiß nicht mehr genau wie. Bin ich jetzt schon, drück Tab, um zwischen den Modes zu wechseln. Okay, hier kann ich meine Drogen herlegen. Jetzt noch ist Spanisch. Attention, attention! Wow. 2 Gramm, 2 Gramm. Ja, ja. Drücke wieder Tab, um in den Equipment-Modus zu produzieren und sich herum einige Contents, dass wir die Drogen dort lagern können. Okay. Mittleres Glas. Ja, was stellen wir das her? Ja, jetzt noch Russisch, oder was? Внимание, внимание. Das ist jeden Tag. Okay. Das Glas. Gut gemacht. Nun können wir den Stoff im Container platzieren. Es gibt immer 2 Wege, dies zu tun. Wähle den Stoff mit LMT aus und wähle den Stoff hinzufügen. In den Container oder den Stoff einfach mit Hilfe. Kann ich dann ein zweites Glas herstellen für Amphi? Irgendwie hier oder so. Vielleicht. Hier. Ja, aber gestern haben sie nicht mehr verschieben nachher. Also, jetzt kann ich doch hier Amphi ins Glas 10 Gramm einfügen. Amphi machen wir rot. Nein, Amphi machen wir blau. Cool. Okay. Produkt verpacken. Okay, ja, jetzt muss ich es abpacken. Ja, ja. Ich brauche das Tutorial eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt. Produkt verpacken. Ich sage das und dann brauche ich es safe. Ich weiß aber jetzt nicht, was die Leute bestellt haben. Machen wir mal nein, machen wir ein 1 Gramm mal. Ha? So, nur das mir Ruhe lässt. Ist gut jetzt? Ja. Okay, ich kann jetzt das Spiel speichern, das ist schon mal sehr gut. Also, jetzt kann ich da mal ein bisschen Gras. Nehmen wir das mal in das Glas. 2 Gramm. Welche Farbe ist klar? Das kommt da hier rein. 10 Gramm. So, dann haben wir hier 12 Gramm Gras. Ich kann jetzt Amphi jetzt wieder hier herlegen. Oh Gott. So. Und 10 Gramm Amphi. Okay, jetzt kann ich hier mal weg. Weil, jetzt kann ich mal schauen, was unsere Leute da so bestellt haben. Wir haben 10 und 12. East Town abgeschlossen. Freischalten. West Town mindestens 700 Respekt. Ja, die Übersetzung ist natürlich super, wie die funktioniert schon. Egal. Wir können ja alle ein bisschen Englisch. Fast alle, ja? Okay, jetzt haben wir eine neue HUD freigeschaltet. Gut, also. Was wollt ihr ready? Ah, wegen dem Päckchen. Okay. Oh, dann müssen wir auch noch Geld bringen, sobald wir haben. Okay. 2 Gramm Gras,
Machen wir. 2 Gramm Gras. Machen wir. Und der Jack will 2 Gramm Amphi. Machen wir. Schaffen wir das noch vor der Polizei? Wow! Das ausgewählte Symbol wird als Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, sodass die Verkaufszahlen nicht fallen. Okay. Dieses Tag. Was nehmen wir? Ich weiß schon. Irgendwie bin für den. Oder später einen anderen. Egal. Du kannst eine Spraydose entweder in einem Shop kaufen, wie beispielsweise an der Tankstelle, oder benutzte Dosen im Ghetto suchen. Okay. Finde einen potenziellen Kunden, übergib ihm eine kostenlose... Hey, jetzt geht's ja los hier. Jetzt hast du schon wieder vergessen, dass die anderen je 2, gell? Und jetzt ist da gerade Polizeistunde. Oh Gott. Okay. F. Jetzt zeigt es mir an, hä? Okay, 2 Gramm. 2 mal 2 Gramm Gras und 2 Produkte verpacken. 2 mal 2 Gramm Gras. Und 1 2 Gramm Amphi. Ja, du musst gering bei Sachen haben. Ich glaube, das ist nur der Anfang. Wow. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we, the bad guys, we don't give a fuck. The police do, though. So you keep an eye on them and better stick to the shadows. Okay, wenn wir in der Nacht unterwegs sind, müssen wir also aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Wir werden aber weniger gut gesehen und das gibt mehr Respekt. Ich glaube, speichern wir mal. Leerer Slot, Speicherstand. Gott. Jetzt habe ich aber Angst. Weil jetzt haben wir $126 und 6 Gramm Drogen bei uns. Wie schlimm kann das schon sein, oder? Ich meine, Amerika ist ja eine recht liberale Drogenpolitik, oder? Also gut, es kommt ganz darauf an, wo. Also wir müssen raus rechts und eigentlich alles geradeaus und die sind alle da hinten. He? Und dann müssen wir dann da in unsere neue Hut reinnehmen. Hallo? Hallo? Psst. Hallo? 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 Oh. Ich höre Cops, aber... Sind es Cops? Bleiben dort. Ja, bleiben dort. Ja, dann gehen wir mal zurück auf die Station. Mein Herz. Hoi. Hoi, Amarena. Sicher noch nicht die Stoff. Was willst du? 2 Gramm kannst du haben. 2 Gramm Marihuana ist ja nicht gut. Respekt, danke. Tschüss.
sind überall rum. Die anderen sind jetzt eben hier vorne. Hallo? Hey! Hallo? Wow, halten! Jack! Er klopft mich nicht so. Ja, ich habe dein Zeug. Hier, 2 Gramm Amphi, Baby. Gönn dir. Ciao und pass auf. Wow, wir haben Maximum Respekt. Adrian! Adrian! Fuck! Adrian! Adrian! Oh, da bist du. Du hast noch 2 Gramm Gras gehabt, gell? Hast du wollen? Hier, Schätze, kannst du haben. Boom! So. Jetzt haben wir noch finden einen potenziellen Kunden. Warum sind wir so schnell weg? Kann das nicht einfach dort bleiben? Finde einen potenziellen Kunden und übergib ihm eine kostenlose Drogenprobe. Ja, wie viel denn? 2 Gramm, 1 Gramm. Kaufe Sprayfarbe und markiere 4 Wände. Schalte in Easttown und den Altern Marktplatz frei. Alles klar. Bring die Bargeld. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal als erstes, weil mit dem Dude habe ich keinen Bock auf Lampen. Hallo? Hallo? Homies, bleibt, wo ihr seid. Doch das am Ecken schauen. Hallo? Hallo? Vor allem, wie ich mit dem Kopf so mache. Oh Gott. Hey, aber bleibt doch einfach weg. Hey, ich hänge irgendwie fest. Fuck. Hey, die haben mich gehört. To all units, we have an aggressive, intoxicated individual on the station requesting backup. Okay. You there. Come here for a moment. Nein. Run, motherfucker, run! Oh, fuck. After him! Hey. Oh. All units, be advised, we have a possibly armed robber around Old Town. Ja. Hat super geklappt, unsere erste Nacht. Ah, aber sie haben uns wenigstens das Geld nicht vorgenommen. Korrekt. Und die Drogen haben wir ja, glaube ich, alle fortgehauen. Easy, okay. Und die Bus haben wir auch nicht gezahlt. Haben wir vorher auch schon so viel Geld gehabt, oder haben wir mehr gehabt? I don't know. Okay, und mein Telefon, habe ich irgendetwas verpasst? Neue Ding. Ah, so kann ich die Task aufrufen. Okay. So. Wenn wir schon gerade bei der Tankstelle sind und Geld bei uns haben, gehen wir doch heute zur Fuss-Amy. Und die Huren Sachen. Und kaufen der da ein Farbdöschen ab, oder? Eine Spraydose gerne, die Dame. $19. Für eine Spraydose! Okay. Merci, Fuss, Amy. Kann ich der jetzt die Füße schwarz sprayen? Ja. Item. Wow. So, jetzt bringen wir aber Entschuldigung, Eddie das Geld. Wird dauern die höchste Zeit. Hey Homies! Wow. Am Tag würde ich manchmal die Polizei anhalten und überprüfen, wenn sie meinen, du seist verdächtig. Verschiedene Variablen sind hier wichtig. Verhalten, Aussehen, ein Rucksack oder die Kriminalität in der Nachbarschaft. Versuch dich ruhig zu bewegen in der Nähe einer Streife und laufe vor denen nicht weg. Naja, es sei denn, du hast 1 Kilo Kokain in deinen Shorts. Dann solltest du schon laufen. Ja. Over.
Jetzt Cops geht den Moonwalk. Okay. Patrol requested to the Wir eastern sind front. Over. unauffällig. Verpiss dich. Das Spiel macht mich fertig. Jetzt schon. Hallo Eddie. Hi. Geht's gut? Nein, Eddie, los. Ich hätte ein bisschen Kohle für dich. Hier, Baby. Bitte. Hast du noch mehr, oder was? Du hast kein Geld. Ja, das schulde ich mal nicht. Alter, wie viele Cops sind rumlaufen? To all units, possible assault with robbery near the docks. Over. Hey, don't move or we Ich habe chase you, nichts buddy. gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das ist sehr realistisch, das Spiel. Fucking Patho. Wie hast du mich genannt? Bin ich... Ja, nein, wir lassen jetzt. Eddie, wir haben überlebt. Okay. Kann ich jetzt eigentlich hier irgendwie sprayen, wenn ich schon mal hier bin? Muss ich die da in Quickslot? Oder wie Spray? Patrol requested around 2 towers. Over. Mann, wie viele Cops das hier rum sind. Ah, F gedrückt halten, Spray-Symbol. East Old Town. Ich muss mal checken, wie das da East Old Town. Markiere das Gelände. Einfach das. Alter. B11 Kann ich mal in Ruhe sprayen? Ich werde sicher noch gefickt, weil ich spraye. Wow. Keep in mind, gaining respect is one thing, keeping it is another. Respect in neighborhoods slowly drops in time, so don't forget to keep those sales flowing. Low respect is less sales is less money, and less money is, well, it just sucks, okay? Okay. So weit, so gut. Alter, aber es hat viel zu viele Cops hier. Alter. Moin. Hey, you, All wait. units, we Don't have try an anything aggressive stupid. intoxicated individual Wirklich on the jetzt. station. Der hat mich vor Requesting backup. 10 Sekunden kontrolliert. Seid ihr Zwillinge? Alright, off. Aber ihn kontrolliert er dann nicht. Ihn nicht. All units, be advised. We have Hey. a possibly armed robber around Old Town. Ah, sorry, ich meinte, er hat eine Maske an. Noch. Hat nur so ausgesehen. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Für dich. Jetzt habe ich ja sicher nichts dabei. Kann ich mir $1 schenken? Nicht. Erwartete Drogen. Ja. Ist jetzt schade, dass ich nichts dabei habe. Bleibt jetzt der hier und wartet auf mich? Vermutlich nicht. Scheiße. Weil ich will dem eigentlich schnell etwas geben. Der verschwindet. In der Demo-Version habe ich den auch nie mehr gefunden. Ich habe ihn einmal gesehen, habe nichts dabei gehabt, genau gleich wie jetzt. Okay, der bleibt dort. Schnell. Und ich habe ihn nie mehr gefunden. Er ist einfach verschwunden. So, was geben wir dem am besten? 2 Gramm Amphi. Komm, nein, fuck. Wie ist das gegangen? Hier. Neues Paket, 2 Gramm. Erschaffen. Inventar. Zack. Haben wir. Gut. Hoffentlich ist Schmidi noch da. Und hoffentlich fickt das Kopf nicht auf. Ficken das Kopf nicht auf diesen 10 Meter. Ja. Nein. Ah, da hat's überall. Okay. Da ist das. Ah, du bist doch gesehen. Hey, hey, hey. Psst. Hey, psst. Hier. Level 3. Okay, wir wissen, wie es läuft. Hier, kann das so. Ich kann überall sprayen. Wir übernehmen die Hut, Mann. Wir übernehmen. Das ist unsere Hut hier.
So, und ich glaube, das ist jetzt auch gut gesehen für diese Folge. Für die zweite Folge. Drug Dealers. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Merci zusammen. Tschüssli.